Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Neuer Tag, neues Glück. Ihr kennt das Sprichwort. Nach dem Abenteuer Weißrussland haben wir die letzten Tage hier auf einem wunderschönen Campingplatz verbracht. Es ist ein kleiner Bauernhof mit ganz vielen Tieren, mit einer Sauna, mit super Toiletten und Duschen und einem riesengroßen Einkaufsladen. Schreibt mal den Namen unten hin für diesen Campingplatz, das ist wirklich richtig cool. Kostet so um die 10 Euro pro Nacht inklusive Strom und alles weitere. Wirklich. Wir haben hier ganz viel aufarbeiten können von den letzten Tagen, ein bisschen ausruhen, bevor jetzt bald das nächste Abenteuer startet, die Ukraine. Erst fahren wir heute aber jetzt noch ein bisschen weiter durch Polen, erkunden ein bisschen ein Land und machen vielleicht noch einen kleinen Abstecher nach Italien. Ja, es bleibt spannend wie immer. Wir bereiten jetzt alles vor für die Weiterfahrt. Ihr seid natürlich mit dabei, das freut mich besonders. Und ja, los geht's durch Polen. Und ein paar langweilige Kilometer später sind wir in Zamość. Keine Ahnung, ob man das wirklich so ausspricht. Und das ist das, was ich heute Morgen meinte, dass wir einen Abstecher nach Italien machen. Dieses Ort soll nämlich ein bisschen aussehen wie eine italienische Stadt. Warum? Das wissen wir noch nicht. Vielleicht ist sie geklaut. Keine Ahnung. Wir finden das noch raus. Zuerst gibt es jetzt ein paar Impressionen und dann melden wir uns wieder. So, wir sind einmal durchgestapft. Das ist ein relativ kurzer Weg durch die Stadt, ist nicht so groß, aber ihr habt es gesehen, sieht wirklich schön aus und hat für mich auch wirklich einen italienischen Charakter, was kein Zufall ist. Ich muss das kurz ablesen. Die Stadt wurde ab 1578 nach den Vorstellungen des venezianischen Baumeisters Bernardo Morando im Stil der italienischen Renaissance erbaut, was ihr den Namen Padua des Nordens einbrachte. Also es ist kein Zufall, dass das Ganze so aussieht und die Stadt ist auch nicht geklaut. Das war sowieso nur ein Witz, weil man soll ja nicht irgendwelche Vorurteile hier verstreuen oder so etwas. Ja, wir gehen jetzt den Weg zurück, suchen noch ein kleines Lokal, wo wir kurz was zum Mittagessen können und dann mal schauen, wie der Tag weitergeht. Es ist erst mittags, die Ukraine ist noch 100 Kilometer entfernt und ob es in Polen... Unser erstes Ziel in der Ukraine. Unser erstes Ziel in der Ukraine, Lemberg, noch 100 Kilometer. Mal schauen, was wir weitermachen. Erstmal gibt es jetzt zu essen. Obwohl wir ja quasi in Italien sind, haben wir auf italienisches Essen verzichtet, weil wir sind ja immer noch in Polen. Und ja, wir haben uns für 2 regionale, traditionelle Gerichte entschieden. Ich kann meins aussprechen und du? Ich nicht, aber es war so ein Buchweizenkuchen oder Tart irgendwas, genau. Ja. Bei mir waren es Pierogi Ruski, also gefüllte Teigtaschen mit Kartoffelstock und Frischkäse. Und ja, ihr habt es gesehen, Dessert haben wir auch nochmal ordentlich zugeschlagen. Das Ganze hat uns 66 Zloty gekostet. Das sind umgerechnet 16,50 Franken. Das sind umgerechnet, ja, so 15 Euro, Handgelenk mal Pi. Also wir können nach 42 Ländern jetzt definitiv sagen, Polen ist mit Abstand das günstigste Land in ganz Europa. Definitiv. Das Ding ist nur, morgen könnte es noch günstiger werden. Ja, wir wissen ja nicht genau, was uns in der Ukraine erwartet. Es wird keine einfache Reiserei da, es gibt keine Campingplätze, keine Stellplätze. Es wird sehr schwierig, darum genießen wir ein bisschen was, aber nicht viel. Dann genießen wir jetzt hier noch ein bisschen die Ruhe und ja. Schlafen noch mal hier in Polen, gehen aber noch ein bisschen näher an die Grenze ran und dann, ja, morgen früh geht's dann hoffentlich in die Ukraine rüber.
Wir sind mittlerweile noch gut 40 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, machen hier jetzt nochmal einen Halt, schlafen in einem Naturpark und gehen hier auch mal noch ein bisschen wandern. Wir haben bis jetzt ja vor allem Städte gesehen, Zakopane, Krakau und jetzt so ein bisschen der Grenze runter. Jetzt wird es Zeit, dass wir ein bisschen in die Natur und in den Wald gehen. Hier hat es auch viele Informationen, das Ganze natürlich wieder nur auf Polnisch, kein Wunder. Kleine Anekdote von gestern, wir hatten gestern Abend Pizzaabend gemacht. Ich habe Pizza geholt beim benachbarten Pizzastand. Da hat man nicht mal Takeaway verstanden. Also Takeaway auf Englisch, ja, ist wirklich dürftig hier. Aber jetzt machen wir uns auf in Richtung Natur, Wald, draußen sein. Wir sind zurück von unserer kurzen Wanderung durch den Wald, war richtig schön und weil es so schön mild ist heute Abend am 16. September spielen wir jetzt noch ein Rummi. Wer kennt es von euch? Wir lieben das Spiel ja schon richtig lange. Ist einer runtergefallen? Ja, aber da dazwischen. Ja. Ihr könnt zuschauen und wetten, wer gewinnt. Tischtennis steht immer noch für mich. Karl nach einem Nachbar bekommen. Ja, und wir Besuch. Immer wieder spannend, oder? Mitten im Wald. Am Ende von Polen und noch nicht einmal wirklich geplant und rein zufällig. Ja, treffen uns hier Zuschauer oder finden uns hier Zuschauer. Wir sind einfach ein bisschen auffällig. Ein kleines bisschen. Tadam! Ihr könnt euch ja wahrscheinlich vorstellen, was passiert ist. Wir sind gestern Abend mit unseren neuen Freunden, unseren Zuschauern, total versackt, sagen wir ja gerne in der Schweiz, haben Whisky getrunken und ganz, ganz viel geredet bis spät in die Nacht. Oder besser gesagt, bis wir so gefroren haben, dass wir einfach nicht mehr konnten. Darum habe ich gestern Abend das Video auch nicht mehr beendet. Sorry für das. Übrigens gewonnen das Rummi. Einfach, dass es noch gesagt ist. Ja. Die Nacht, die war arschkalt. Wir hatten 7 Grad draußen, also jetzt kühlt es wirklich langsam wieder so richtig ab. Aber das war's für dieses Video. Das nächste, das startet dann genau wieder von hier und startet mit einem echten Abenteuer. Es geht in die Ukraine. Wir sind mega gespannt und auch ein bisschen nervös, weil wir von diesem Grenzübergang leider schon wieder ganz viel Negatives gehört haben. Aber wenn man es nicht selber erlebt hat, weiß man auch nicht, wie es ist. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, Glocke, ihr wisst es. Und tschüss.